Guten Tag wohl. Hallo zusammen, du bist Kranklitis oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, alles klar bei euch. Ein kleines Update-Video wie immer, wenn ich nicht dazu komme zum Gameplay aufnehmen. Momentan läuft halt auch wieder einiges. Ich habe zwar jetzt eine Woche Ferien, aber es gibt fast keine ruhige Minute, alles schon ziemlich zugeplant. Und darum habe ich auch nicht grosse Zeit, um Gameplay-Videos zu machen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich sicher Gameplay-Videos zum Battlefield 1 machen. Bin ich momentan mit dem Trappy, Quasti und ISO am Spielen. Ganz ein spassiges und sehr beeindruckendes Game, muss ich wirklich sagen. Jetzt am Donnerstag, hoffentlich, und sonst offiziell am Freitag, und dann noch das Titanfall 2. Wird vermutlich auch ein gutes Spiel. Auf jeden Fall die Reviews sind toll. Der Singleplayer ist, glaube ich, richtig nice. Und Multiplayer hat man ja so ein bisschen Beta schon ausprobieren. Wird dann vermutlich so ein bisschen hin und her gerissen sein, je nachdem wer gerade online ist. Und zwischendurch ein bisschen Titanfall 2 spielen und dann halt Battlefield 1. Kommt gut, effektiv. Hey. Am Forza Horizon 3 bin ich ab und zu noch ein bisschen dran. Hat es jetzt neue Horizon Editionsautos gegeben. PlayStation VR, fast jeden Tag versuche ich mindestens eine Stunde bis 2 oder sogar 3 Rigs zu spielen. Gefällt mir wirklich am besten. All die anderen Sachen sind zum Teil auch sehr unterhaltsam, aber jedes Mal, wenn ich dann eben Zeit habe, okay, jetzt lässt du das PlayStation VR an, was du spielst, ist es Rigs. Und das ist so weit gegangen, dass ich hier sogar, ja, man sieht es glaube ich nicht so gut, aber ich habe mir da halt so einen Excel-Sheet gemacht mit all diesen Werten von diesen verschiedenen Rigs halt. Sie haben ja erste Waffe, zweite Waffe Schaden, dann haben sie einen Rüstungswert, sie haben einen Wert für Melee-Schaden und sie haben einen Wert für Geschwindigkeit. Und da habe ich so ein bisschen probiert herauszufinden, wo ist der optimal in Bezug auf Zahlen. Weil man muss die Dinger ja auch kaufen, man hat nicht unendlich Knete dort. Und da ist schon noch wichtig, dass man seine Entscheidung vielleicht auf etwas basiert, das auch Sinn macht. Es hat sich aber gezeigt, dass der, der von den Zahlen her am besten ist, waffentechnisch ein bisschen lasch ausgerüstet ist. Und tut das Ganze dann wieder ein bisschen nivellieren, sage ich jetzt mal. Also es ist echt cool gemacht, ich habe auch immer mehr ein besseres Gefühl für die verschiedenen Spielmodi, lerne die Maps besser kennen und mittlerweile habe ich echt auch in der zweiten Liga eine Chance, zwischendurch einen zu gewinnen. Weil man startet ja im Singleplayer in der dritten Liga, kann auch aufsteigen und ich bin dann ab der zweiten wieder in die dritte abgestiegen und habe jetzt mit gesteigertem Erfahrungswert in der zweiten Liga mich schon ein bisschen behaupten, als ich wieder zurückkehrt. Jetzt mal schauen, ob ich es dann mal in die erste schaffe, ist auf jeden Fall wirklich ein hardcore geniales Game für meinen Geschmack. Ich liebe es jedes Mal, wenn ich nur schon im Mech starte, schnell links und rechts auf die Knarre zu schauen. Im NeoGAF-Forum hat das einer schön gezeigt mit so einem kleinen GIF-Bildchen. Und ihr kennt ja vielleicht Pacific Rim mit diesen grossen Robotern vom Film. Man halten, was man will, aber das Feeling, das man am Anfang hat, wenn man eben in diesen Rigs startet, ist ähnlich. Hey. Es ist, eben, wenn man noch ein bisschen Fantasie hat und auch ein bisschen Freude, ist man ziemlich inside von diesem Kampfroboter. Finde ich wirklich genial. Ist für mich, ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil es hat immer wieder Virtual Reality Erlebnisse gegeben, die sehr herausragend waren. Aber wenn ich so das Gesamtpaket eben anschaue, was wird mir geboten für das Geld, was habe ich für Optionen, wie gut ist der Singleplayer-Modus, hat es einen Multiplayer-Modus oder nicht. Also einfach das Gesamtpaket. In Bezug auf Virtual Reality Games finde ich, hat das Rigs eigentlich für mich persönlich am meisten zu bieten, eben auch wegen dem ganzen Setting. Auch ein Drive Club VR, wo grafisch ja bekannterweise nicht so herausragend ist, hat sicher einiges zu bieten in Bezug auf Singleplayer-Content. Aber nichtsdestotrotz, Rigs ist für mich der absolute Hammer. Wirklich sehr nice. Was haben wir noch? In 2 Wochen kommt ja der PlayStation Pro. Einen Tag später kommt ja der NES Mini und 8 Wochen drauf, ja voll, kommt ja dann erst Watch Dogs 2 und da gibt es jetzt immer mehr Previews, Leute, die es spielen und klar gibt es dann die Bitches auf YouTube, die irgendwie gesponsert sind, aber das nicht wirklich so hervorheben, obwohl das sie sollten.
und dann Werbung fürs Game machen, das ist für mich völlig wertlos, weil was die rauslösen, ist mehr oder weniger das, was bei denen hinten rauskommt. Da kann man sich kein gutes Bild verschaffen. Aber jetzt eben gerade hier der ACG, den ich ja schon mal verlinkt habe, der hat eigentlich wirklich eine Meinung, wo ich mich selber auch ziemlich abgeholt fühle. Und rein von dem her glaube ich dem schon ein bisschen. Ich glaube niemandem, weil du weißt am Schluss nie, was die Motivationen der Leute sind auf diesem YouTube. Aber er hat mir bisher eigentlich wirklich einen guten Eindruck gemacht und er ist sehr begeistert vom Game. Er hat jetzt auch ein 1,5-stündiges Video gezeigt, wo er mit einem Kollegen von ihm ein bisschen am Zocken ist. Sie sind ein bisschen am Rumlaufen in diesem San Francisco. Es hat ja auch noch 4 andere Cities in diesem Sinn. Hat so ein bisschen ein Waldgebiet, ist sehr farbig, ist ziemlich humorvoll. Man kann jetzt noch viel mehr machen mit seinem Handy und hacken. Also auch für die Watch Dogs 1 nicht so cool haben gefunden, das Watch Dogs 2 ist, glaube ich, schon ein Blick wert. Wer eben auch ein Open-World-Game sucht, ist dort eventuell nicht schlecht beraten. Bezüglich Beratung muss ich noch einmal zurück auf das Mafia 3 zurückkommen, weil ich es jetzt am Samstag installiert vor PS4. Es hat mich so aufgeregt, hey, das glaubst du gar nicht. Da bist du irgendeine Mission am machen, verzettelst dich schnell rechts irgendwie, weil es dort ein paar Gegner hat. Und dann wirst du dort abkassiert vom Sträubsten, weil sobald dass sie die entdecken und du diesen Sentry-Typ nicht abschießt oder irgendwie erledigst, dann läutet dann Verstärkung und wenn die Bullen auch noch sehen, dann kommen die auch noch zur Verstärkung und am Schluss hast du die 4 Typen, die eigentlich fertig machen, plus 10 Verstärkung, plus 5 Bullenverstärkung, komme ich mir verdammt verarscht vor. Und es wird schon begründet in der Story, wieso das eben Bullen auch etwas gegen die haben, aber es ist einfach nicht spassig. Hey, und es ist so eine fiese Situation, wo eben die Story wär richtig geil von Mafia 3. Aber einfach zum Spielen. Hey, in dieser Flut von genialen Games momentan hat die Mafia 3 überhaupt keine Daseinsberechtigung in meinem Zeitplan. Eben, anderen gefällt es sicher besser. Initial hat es mir wirklich auch gut gefallen. Aber wenn ich jetzt schaue, was ich hier für Hochkaräter momentan spielen kann, was ich dort für Spass habe und wie fest dass ich mich dann durch das Mafia 3 muss durchwursteln muss, bis wieder eine coole Story 2 kommt, ja, das ist leider nichts Gescheites, wirklich nicht. Darum habe ich schon ein paar Wertungen zum Mafia 3 abgegeben. Mittlerweile wäre es auch ein 6 von 10 oder ein 5 von 10 sogar. Es ist wirklich... Es ist so bitter, wenn man betrachtet, was eben in das Game ist investiert wurde, die ganze Atmosphäre, die Story und was es dann für ein langweiliges Spiel daraus ist wurde. Eben wirklich die Sachen, die man spielen kann. Ja, muss ich leider das gleiche Horn blosen wie all die unzufriedenen Reviewer. Auch wenn es mich am Anfang extrem geflasht hat. Ja, mal schauen, was ihr noch so am Zocken seid. Bei dieser Spielenflut, bei diesen ganzen Shooter, die jetzt rauskommen. Das Call of Duty, das Infinite Warfare ist ja recht schlecht angekommen. Sogar der Drifter, der dort immer die Tipps und Tricks Video macht, hat erst gerade eins rausgebracht, wo er sagt, dass er das Game echt nicht gerne spielt. Und er auch Gründe dazu natürlich. Aber dafür ist das Remake vom COD 4 ziemlich genial scheint. Aber es wird wirklich das erste Jahr sein, wo ich mir kein Call of Duty kaufe. Und ich habe nicht einmal ein schlechtes Gefühl dabei. Im Gegenteil, tipptoppe Sache. Ich bin wunderschön unterhalten und hoffe, euch gleich wieder ein Update zu geben. Gebt mir doch schnell Bescheid, was ihr so am Spielen seid. Würde mich schon noch interessieren. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Können wir noch ein bisschen meinen Schatten hier beobachten. Ist geil, so sieht die Brille aus, als wäre sie gar nicht durchsichtig. Das Wort zum Sonntag oder was das auch immer war. Macht's gut, tschüss zusammen.